Die bauen noch ein paar Möbel um. Ah, alles toll. Also ich habe ähnliche Funkelkalle. Güte, unser Brauhauschef. La la, la la la. An der Theke, ne? Hat er mir gesagt, er müsste immer eine stündliche Kontrolle machen der Bierqualität. Das sind Berufsbilder, ne? Da kannst du mit leben, ne? Der hätte nie einen Unterhopfung gehabt, diese Gebläse. Ne? Wir konnten die Funken Nippes gerade noch retten. Können Sie sich mal kurz vorstellen, dass Sie überhaupt hier an diesen schönen Tisch kommen? Sie sind der Herr Scholz. Wir machen das jetzt. Ich kenne nur Herr Kalli Scholz. Ist das der Baugleiche wie der Karl-Heinz Scholz? Jetzt der Baugleiche. Dann bist du richtig und hier ist die Bühne. Viel Spaß! Tja. Ja. Jetzt haben die ein Loch im Programm und halten mich von der Arbeit ab. Ich meine, Sie alle müssen doch gesehen haben, dass der Laden sich langsam füllt, oder nicht? Ja. Und trotzdem holen mich die beiden hochwohlgeborenen Herrschaften hier auf die Bühne. Ich meine, da vorne wartet ein asiatisches Pärchen. Den muss ich noch erklären, was in Himmel und Erd drin ist. Und ich sage Ihnen, das kann auf die eine oder andere Art und Weise blutig enden. Dann hat sich gerade eben ein Thekenmitarbeiter krank gemeldet. Ihm sei ein Vogel ins Gesicht geflogen auf dem Weg zur Arbeit. Wenigstens gibt einer mal zu, einen Vogel zu haben. Ne? Und zum guten Schluss wartet an Tisch 3 ein Herr, der hat das Hemdchen weggeputzt, dass jeder Hund neidisch auf den blank geleckten Knochen wäre. Aber natürlich erst im Nachhinein sich beschweren möchte, dass es ihm nicht geschmeckt hat. Aber gut, kommen wir zu Ihnen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, hallo Zielgruppe. Ich begrüße Sie auch von meiner Seite hier im Brauhaus früher am Dom. Leider waren die Tische mit Seeblick schon vergeben, aber Sie haben ja alle ein Plätzchen gefunden. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Scholzen, Leiter dieser Anstalt. Entschuldigung, ich bin abgerutscht. Leiter dieses Brauhauses oder wie wir zu sagen pflegen, Chef vom Dienst. Bevor ich mit meinem Jahresbericht, den die beiden vom Jahr verlangen, anfange, sollten wir bitte die 2 wichtigsten Grundregeln klären für diesen Vormittag. Bitte, erstens, bitte, verhalten Sie sich so, dass der Kürbis sich wohlfühlt. Es sind äußerst scheue Wesen. Leicht schreckhaft. Beim kleinsten aggressiven Verhalten, wie ich es eben von Ihnen schon gesehen habe, also Schnipsen zum Beispiel, kann es sein, dass Sie nie wieder einen dieser edlen, zarten Geschöpfe vors Gesicht bekommen. Und dies ist ja nicht in Ihrem und auch nicht in unserem Sinne. Zweitens, keine Fütterung vornehmen. Das Lockmittel, trinkst du eine mit, ist bei uns strikt untersagt. Unkontrolliertes Abfüllen führt zu unkontrollierten Auswüchsen. Und ich sage Ihnen eins, nicht jeder Weg führt zur blauen Mauritius.
Eher zur grünen Aspirin. Für mich. Gut, wo das klar ist, kommen wir zum Jahresbericht. Fangen wir an mit interessanten Kennzahlen. 2,3 Millionen Kölsch im letzten Jahr. Hier bei uns. Und wie Sie sehen, vor sich, am Nebenmann, vor der Tür, das Kölsch fließt durch Brauhaus wie der Regen durch die Stadt. 16.400 Eierlikörchen. Gut, ich muss zugeben, wir hatten am Anfang ein paar Probleme. Die 60er Jahre hatten sich immer wieder bei uns gemeldet und wollten ihren Schabau wieder haben. Es hat gerichtlich nicht standgehalten. 47.000 Haxen. Und die eine, die ich eben vom Saal gesehen habe, also da um 10:45, Respekt. 35.500 halbe Hahn. Ehrlich gesagt, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, 8.600 waren erwartete halbe Hähnchen. Ich meine, das sind die Leute von außerhalb, was soll ich machen? Und vielleicht auch wichtig im Sinne der politischen Lage in unserer Mutterstadt. 8.500 vegetarische Gerichte. Gut, ich persönlich bin sowieso der Meinung, jedes gut geführte Restaurant sollte Hühnchen auf der Karte haben. Deswegen. Für mich. Gut. Gut, nach den Kennzahlen können wir zu weiteren Themen kommen, mit denen wir uns im letzten Jahr hier im Brauhaus beschäftigt haben. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wo sieht man sich in 5 Jahren? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Immer noch hier? Immer noch bei uns? Gut für uns, bedenklich für Sie. Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt man heutzutage natürlich nicht um eine wichtige Überschrift drumherum, die sich jedes innovative Unternehmen auf das Klingelschild schreibt: die Digitalisierung. Und auch wir hier treiben die Digitalisierung immer weiter voran. Ja? Wir haben Headsets eingeführt. Ja. Gut, ich muss zugeben, dass solche großen Schritte in die Zukunft für solch ein traditionsreiches Unternehmen wie unserem mit Startschwierigkeiten verbunden sind. Ein Beispiel. Ich war auf dem Weg zum Brauhaus mit dem Lieferanten im Auto. Fürsorglich wie ich bin, rufst du an, kündigst du dich an. Freisprechanlage, Nummer gewählt. Es klingelt 1, 2, 3 Mal. Brauhaus früher am Dom, Schneider, unser Lagermeister. Hallo Klaus, sage ich, bin gleich da. Wie besprochen. Wieder Klaus, diesmal etwas abgehackt. Ja, kein Problem. Später. Ich war ein wenig irritiert. Also die Nachfrage: Klaus, was ist los? Sind der Headset schon kaputt? Nun, die Startschwierigkeiten. Nee, alles gut mit der Headset. Ich war nur ob der Pott. Da ist der Empfang nicht so gut. Die hochgelobte Elektromobilität machte den Moment nicht besser. Und seitdem nennen wir das hier die dunkle Seite der Digitalisierung. Aber ansonsten treiben wir die Digitalisierung auch in anderen Bereichen immer weiter voran. Ja, bis zum Kürbis. Ja? Viele von den Jungs haben jetzt eine Smartwatch.
Apple, Samsung, Vorwerk. Umgehen damit natürlich wunderbar mein Handyverbot. Ne, Jungs? Aber das Schlimmste ist, dass sie mir damit noch beweisen wollen, wie viel sie gearbeitet haben. In den Dingern ist ja ein Fitness-Tracker drin. Ihr kennt das. Mach deinen Kreis rund, dein Bein voll. Ein kleines Felicita-Gefühl, wenn man das Tagesziel erreicht hat. Und das trifft dann mich. Mitten in der Abendschicht, der Laden war gut voll, steht ein Kürbis hier vorne stand er und doktert an seiner Gruppe. Ich dahin, sag mal, was ist los? Jetzt ist keine Zick, um hier Nachrichten zu schreiben. Und was bekomme ich dann zur Antwort? Nein, Chef, nein, ich gebe richtig Gas. Schauen Sie mal, meine Uhr sagt die ganze Zeit, ich soll eine Pause machen. Das bringt dann einen wieder einen Schritt näher an den zweiten Bildungsweg. Aber Digitalisierung hin. Manchmal, sage ich Ihnen, manchmal helfen die einfachen Dinge weiter. Nehmen wir unseren Angelo. Karosserie wie ein alter Mercedes 200. Innerlich ein neuer 911er, ja? Eines Mittags bediente er ein nettes Pärchen, nette Leute aus dem Umland, so wie Sie. Seien Sie doch nicht so. Ich meinte ja nur die da hinten. Normaler Ablauf. Bitte schön, 2 Kölsch. Was möchten Sie essen? Danke, bitte zweimal das Cordon Bleu. Unser Angelo schaltete in den zweiten Gang. Haben wir nicht. Mutige Ansage der Gegenseite. Doch, haben Sie. Angelo drückte die Kupplung durch, übersprang den dritten, direkt in den vierten. Also, ich arbeite seit 25 Jahren. Und hier stand noch nie Cordon Bleu auf der Karte. Wenn das heute auf der Karte steht, sage ich Ihnen, bezahle ich das für Sie. Tja. Super, ganz stark. Was unser Angelo nicht wusste, ist, dass nun wirklich an diesem einen einzigen Tag, nach 25 Jahren, Cordon Bleu gekauft. Und hätte er mal vor der Schicht, wie in einem richtigen Restaurant, die Karte gelesen, hätte er es gewusst. Die Dame tat das, was ich tun würde, und zeigte Angelo mein Angebot. Das Erstaunen war groß, das Trinkgeld war klein. Und aus einem Mercedes 200, der innerlich ein 911er war, wurde ganz schnell eine alte Apel. Genau. Apropos Trinkgeld. Ich sehe schon, das Interesse. Das Thema mit den vielen Mythen und Legenden in unserem Haus. Ich gebe Ihnen recht, es ist der Topf am Ende des Regenbogens. Die Kirsche auf der Sahne, die 3 Punkte für den FC. Aber, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für meine blaue Brigade. Es ist nicht mehr so einfach, das Trinkgeldziel zu erreichen. Nein? Sie wünschen sich eine echte Kölsche Kürbis, der auch mal einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, ne? Ja, klar. Aber das ist ein riskantes Spiel. Sag ihm, bei einem Schätzchen, was bekommst du schon?
sollte der Kürbis sich lieber vorher anwaltlich beraten lassen. Ob er Schätzchen sagen darf oder Schätzchen. Da kann nämlich mal das Wetter von einem Lüftchen auf eine steife Brise wechseln. Entschuldigung, steife Brise in Linnen. Oder bei einem jungen Mann, was kann ich für Gutes tun? Kann ich eigentlich jetzt schon damit rechnen, dass ich morgen eine Beschwerde wegen Altersdiskriminierung auf meinem Tisch habe? Ich gebe den Jungs immer einen Rat, bevor sie hier bei mir anfangen. Lieber noch mal schnell die Rechtsschutz von Teilkasko auf Vollkasko. Sicher, was soll ich sagen? Für alle Seiten. Andersrum, ja, andersrum. Da ist Tür und Tor geöffnet. Ja. Da soll mitgemacht und mitgelacht werden. Ja, Sie gucken so fragend. Eine Gruppe von 4 kam vorne in der Schwemme rein. Voller Messetag. Das Haus platzt außer allen Nähten, wie wir sagen, die Bude war bumsvoll. Zielgerichtet wird unser Kürbis Sergej angesprochen. Haben Sie einen Tisch für 4? Sergej, gerade dabei, Kölsch in den Kranz zu setzen. Ja, ich habe einen kleinen. Antwort: Kann ich mir vorstellen. Haben Sie trotzdem einen Tisch? Ja, brauche ich auch einen Moment. So, im Nachhinein, da muss ich jetzt auch mal wieder den armen Mann in Schutz nehmen, war nichts Böses dran. Er war Schönheitschirurg. Er wollte helfen. Oder, und das ist mein Job, ne? Oder unser armer Martin. Vor ein paar Tagen bediente er ja nette Leute. Vorne an der großen Acht, das ist da vorne der Tisch. Sieht doch super aus, wenn du zuhören. Und man mag es kaum glauben, die Dame fragt Kaffee. Jetzt gucken Sie nicht so. Wir haben auch Kaffee. 100% Arabica. 100%. Nachdem Martin den serviert hatte, kam die Nachfrage: Haben Sie Milch zu meinem Kaffee? Was ist denn? Also, hören Sie, bei entkoffinierten Haselnuss-Flavor Latte Macchiato hört es vielleicht hier auf. Aber Milch, das haben wir. Meistens. Zuvorkommend, wie unser Martin nun mal ist. Ja, ich habe Fettarme. Antwort: Ja, das haben wir schon gesehen. Sieht wirklich nicht schön aus. Könnten Sie uns trotzdem die Milch noch bringen? Auch ein Eintrag ins Logbuch wert, ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen was ändern. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Sie als Gäste hergefahren. Aber wir sind ja eigentlich ein Team. Wir funktionieren ja nur zusammen. Ja? Also vielleicht mal was anderes, was zum Schmunzeln. Da fällt mir unser armer Lukas ein. Lukas. Eine Ikone auf dem Laufsteg der Gastronomie. Musste folgende Essensbestellung, sagen wir mal, durchleben. Ablauf, Braus, typisch, Abend, Kölsch, ja, Essen, schauen wir mal. Lukas kommt, setzt die Kölsch ein. Was möchten Sie essen? Dame, mittleren Alters. Bitte einmal Metthappen mit Doppelzwiebeln. Lukas, diese Vorlage, Podolski-haft am Annehmen, quittierte dies mit folgendem Satz: Also, Doppelzwiebeln? Dann wird das aber nichts mit der Knutscherei heute Abend. Mit dem Mann. Lukas, sicher, die Lacher auf seiner Seite zu haben, ließ seine Deckung fallen und konnte dann
nicht mehr ganz mit der Antwort umgehen. Also, junger Mann, mein Mann ist vor 2 Jahren Zigarettenraucher und ist seitdem nicht wieder zu greifen. Ich bezweifle sehr, dass Ihre Messer und die Doppelzwiebeln so gut sind, dass er heute zurückkommt. Für unseren Lukas haben die Kollegen dann eine gastronomische Rettungsklasse gebildet. Und zur Ehrenrettung muss ich sagen, die Dame hat wirklich nicht mehr dran geglaubt, dass ihr Mann auf jeden Fall an diesem Tag zurückkommt. Im Hauptgang nahm sie unseren Zwiebelrostbrei. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, Zielgruppe. Nun muss ich mich langsam doch mal wieder ums Geschäft kümmern, ja? Ich kann Ihnen nicht den ganzen Tag hier vom Miniat erzählen. Aber normal. Bleiben Sie uns treu. Schützen Sie unsere Kölsche Brauhauskultur. Die gibt es nur hier und soll auch hier bleiben. Hier ist jeder willkommen und jeder bekommt das, was er verdient. Auf die ein oder andere Art und Weise. Genießen Sie den restlichen Nachmittag. Geben Sie reichlich Trinkgeld an meine blaue Brigade. Nun legen Sie sich wieder hin. Halten Sie durch. Ich denke, es wird besser. Ihr Chef vom Dienst. Bravo! Sensationell. Also. Ja, lieber Zirkel, das war eine Premiere und das hätte ich ihm ja nicht so getraut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dafür hätte Jotimat wirklich Jotimat, denn das erste Mal auf so einer Bühne zu stehen, auf einer Sitzung als Redner und dann noch dazu als Eisbrecher, Chapeau, es ist Jotimat. Es war aus einer Premierenrede, darf man sagen, ist eine Premium-Rede geworden, wie das Bier auch hier. Wir trinken mal einen Schluck, was so viel gearbeitet, sehr zu gut. Wollt ihr nicht mal mittrinken? Ich meine, ihr sitzt ja schon sehr zu wohl auf dem Gepäcknetz. Chef vom Dienst. Ich habe gerade von der Balkonetage gehört, die liegen da völlig trocken. Du musst ja mal einen Was? Tränkewagen. Die liegen trocken da hinten, ne? Genau. Die Ebbe. Die haben Ebbe. Ja, wir sagen Bescheid, ne? Der könnt jetzt hier Flore. Genau. Ihr wisst ja, was KVB heißt, ne? Kölner Verkehrsbetriebe. Eigentlich heißt es aber, kommt vielleicht Bahn. Ne? Muss man wissen. Ja, schon Glück gehabt, mindestens kommen sie. So, jetzt muss man ja mal diese herausragende Leistung, muss ich wirklich sagen, nicht nur, dass dieses Haus eine Brauhaussitzung ermöglicht mit viel Engagement, mit einem ganz tollen Publikum, und das darf man auch gleich mal sagen.